Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Wir starten eine neue Serie heute, die heisst «Kritisch nachgefragt». Und wir werden hier 5 Fragen anschauen, die Menschen haben über das Christsein. Und wir starten heute gerade mit einer sehr herausfordernden Frage: Sind nicht alle Religionen gleichwertig? Ich hatte die Predigt schon mal gehabt. Damals war sie nicht vorbereitet. Und zwar habe ich mich in der Vorbereitung noch erinnert, als ich im Gimmi war, haben wir ein Buch gelesen, «Nathan der Weise» vom Lessing, so ein Literaturklassiker, wo es um die 3 monotheistischen Religionen geht. Und ich habe dort eine Position bezogen in der Diskussion fürs Christsein, halt auch eben, dass Jesus irgendwie der einzige Weg ist. Genau kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall war dann Besuchsmorgen und das ganze Klassenzimmer voller Eltern und dann so der Lehrer, ganz nett, ohne mich vorzubereiten: «Sie, Stefan, Sie haben doch da noch andere Positionen dazu gehabt.» Und dann habe ich da schön eine kurze Stehgreifrede halten, eine Kurzpredigt zu dem Thema. Heute bin ich jetzt ein bisschen besser vorbereitet. Es ist mir extrem wichtig, dass wir Sachen auch kritisch hinterfragen. Vielleicht bist du da in der Kirche aufgewachsen und wer in die Kirche geht, der glaubt ja, sagen wir, ein Stück weit per Definition. Und doch können auch Momente aufkommen, wo wir Zweifel haben. Ich denke gerade auch an Teenager, die irgendwo im Ablösungsprozess sind, auch vom Glauben von ihren Eltern. Das ist so wichtig, dass sie auch den Raum, die Luft haben, um kritisch hinterfragen, um zum eigenen Glauben auch zu finden. Aber auch später noch. Es gibt immer den Moment, wo man vielleicht wirklich auch einen Zweifel äußern. Und diese Serie soll wirklich auch dazu da sein, dass du selber auch gewissen Zweifel Raum geben darfst. Hoffentlich, um dann schlussendlich mit dem gestärkten Glauben auch daraus rauszukommen. Und wenn du sagst, hey, mir geht es total gut, ich habe überhaupt keinen Zweifel, alles ist gut mit meinem Glauben, hey, dann darf diese Serie dir auch helfen, dass du Menschen besser Auskunft geben kannst. Was so cool ist, wir müssen niemanden irgendwie überzeugen, mit unserem Argument Christ zu werden. Das können wir auch gar nicht. Aber wenn Menschen da sind, die Fragen haben, dann, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es schon bessere und weniger gute Antworten, die wir geben können. Und die Serie, die soll uns wirklich helfen, zum zielführende Antworten zu geben, zielführende, schlussendlich zu Jesus hinführend. Und wenn du da bist oder mir zuhörst, jetzt über Livestream oder auch später, und dich bewegen die kritischen Fragen, hey, mega cool, und ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, dir die Fragen auch zu beantworten, dass du ja auch mit deinem Intellekt kannst nachvollziehen, was wir glauben, wieso wir glauben können. Und bitte, gib doch einfach Jesus eine Chance, für dich ganz persönlich. Ja, dass nicht alle Religionen gleichwertig sind, das werden wir noch sehen. Aber es ist eine Frage, die schwingt in unserer Gesellschaft doch sehr häufig irgendwo mit. Man muss nur die Abstimmungsvorlagen vom heutigen Tag anschauen. Zum Beispiel die Burka-Initiative lässt grüßen. Da ist die Frage ja ganz zentral: Wie stellen wir uns zu den anderen Religionen? Und wenn man eigentlich genauer reinschaut, muss man sagen, jede Religion hat gewisse exklusive Ansprüche. Zum Beispiel sagt Jesus ganz klar: Ich bin der einzige Weg zum Vater im Himmel. Das schließt alle anderen Religionen aus. Und ohne jetzt da im Detail auf andere Religionen einzugehen, aber jede Religion hat eigentlich solche Exklusivitäten. Und wenn es nur ist, hey, alle Wege führen irgendwie zu Gott, dann ist es ja auch exklusiv, weil es schließt ja uns aus, weil wir glauben, es ist nur Jesus. Macht das Sinn? Also jeder, der irgendeine Überzeugung hat, ist die exklusiv, weil andere passen da nicht voll rein.
Und da merkt man auch, wie schnell wir dann manchmal sind im Urteilen über andere. Weil wer ja etwas gecheckt hat, wer von einer Wahrheit überzeugt ist oder von einem Prinzip überzeugt ist, hat ja das Gefühl, dass das gut ist, oder? Und die nicht gleich empfinden, glauben, handeln, können dann schnell in unserer Wahrnehmung irgendwie abgesetzt werden oder verurteilt werden. Es ist wie wenn eine Religion in unserem Herzen eine Rutschbahn produzieren würde. Sobald irgendetwas triggert wird, rutschst du gerade. Ich habe von einer Frau gehört, die ist in den Gottesdienst gegangen, zum allerersten Mal. Und nach der Predigt ist der Pastor zu ihr gegangen und hat gesagt, hey, mega schön, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hey, bitte beim nächsten Mal legen Sie sich einfach anständig an. Weil irgendwie ist sie vielleicht zu leicht bekleidet gewesen oder was immer, oder die Hose verrissen oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie nächste Woche wiedergekommen, aber mit den gleichen Kleidern. Und der Pastor hat schon die ganze Zeit daran gedacht während der Predigt, was soll ich ihr auch sagen? Nach der Predigt ist er wieder auf sie zugegangen und gesagt, hey, schön sind Sie da, aber ich habe doch gesagt letztes Mal, kommen Sie nicht mehr so angelegt. Jetzt gehen Sie heim, fragen Sie Gott, wie Sie sich anlegen sollen und kommen so nächste Woche wieder. Die Frau ist wieder gegangen, sie hat gar keine anderen Kleider gehabt, und nächste Woche wieder gekommen mit den gleichen Kleidern. Und das Mal war der Ton nicht mehr ganz so freundlich vom Pastor. Ich habe Ihnen doch gesagt, kommen Sie anständig angelegt. Haben Sie nicht Gott gefragt, was Sie anlegen sollen? Und sie so, ich habe Gott gefragt. Aber er hat es mir auch nicht sagen. Er war noch nie in dieser Kirche gewesen. Also natürlich ist ein Witz, was ich euch erzähle. Aber es illustriert eigentlich schön die Rutschbahn und es illustriert auch, dass wir für gewisse Sachen vielleicht Gott oder eben die Religion vorschieben, wo eigentlich unsere eigenen Vorurteile sind. Eben auch mal etwas. Ich sehe jemanden, der nicht so gekleidet ist, wie ich es mir vorstellen würde, nach meinen Moralvorstellungen. Und ohne dass ich es merke, ich rutsche gerade runter. Und bin schon in der Verurteilung. Im ersten Gottesdienst habe ich es geschafft, so runterzurutschen. Ich habe Angst, dass sie irgendwann noch verbricht. Lassen wir das. Aber was hat eine Rutschbahn an sich? Eine gute Rutschbahn, ich habe dann ein Bild mitgebracht. Ich war da mal in Slowenien und da hat es wirklich ein Looping in so einer Wasserrutschbahn und ein anderer mit einem freien Fall. Wenn du auf der Rutsche drauf bist, du kannst nicht einfach irgendwo stoppen. Wenn du A sagst, sagt es automatisch B und du schlägst irgendwo am Ende wieder auf. Und so etwas produziert Religion in unserem Herzen. Weil wir gewisse Moralvorstellungen haben. Jetzt muss ich auch schon wieder ausblenden, die Leute sind nur noch in der Rutschbahn. Slowenien, ich glaube Therme 3000, falls ihr auch mal gehen. Wenn wir A sagen, dann sagt es automatisch B. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, du sagst, ein Christ ist pünktlich. Oder? Ein Schweizer Christ ist pünktlich. Du gehst vielleicht ein bisschen später am Tag mal in den Gottesdienst und du merkst, hey, da ist ja zur Zeit gar niemand da. Und wie schnell sind wir da, ich eingeschlossen, im Urteilen, hey, die meinen es ja gar nicht ernst mit Jesus oder irgend so etwas. Nur weil ich das wahrnehme, Pünktlichkeit, zack, es rutscht einfach runter. Es muss auch gar nicht unbedingt negativ sein. Anderes Beispiel, du stehst an der Kasse, du zahlst und du merkst, du kommst zu viel Geld über. Und jetzt tust du innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, entscheidest du, was mache ich. Und wenn deine Rutschbahn sagt, ich bin einfach ehrlich, egal was passiert, was wirst du machen? Du wirst gerade intuitiv sagen, Entschuldigung, ich glaube, sie haben mir zu viel Geld gegeben. Und man merkt auch, wir brauchen so vordefinierte Rutschbahnen, sonst gäbe es viel zu viele Entscheidungen in unserem Leben. Wir haben in der Moral, was richtig und falsch ist, wir haben so vordefinierte Wege. Wenn wir irgendwo angelangt, rutscht es und wir sind drinnen. Wenn wir uns dem bewusst sind,
entdecken wir vielleicht doch auch da und dort Vorurteile, Sachen, die man eben falsch liegen, oder wo man auch Gott vorschickt für Sachen, die eigentlich Gott gar nicht so gesagt hat oder wo er gar nicht schuld ist. Ich meine, nehmen wir nur Kleiderstil oder Musikstil. Wie viel haben wir da in dieser Kirche schon diskutiert, was jetzt da richtig oder falsch ist? Und jeder argumentiert irgendwie mit der Bibel und tut schlussendlich Gott ins Spiel bringen. Es sind so vordefinierte Rutschbahnen, wo man drauf runterrutscht. Und eben, nimm nochmal das Beispiel von der Kasse mit dem zu viel Rausgeld. Jeder Mensch wird irgendwie reagieren, wenn er es merkt. Entweder macht er nichts oder er macht etwas, aber es ist in jedem Fall eine Reaktion. Und das zeigt auch, ob jemand religiös ist oder sich als nicht religiös bezeichnet. So ein Set von Antworten hat jeder irgendwie in seinem Herz parat. Ob das sehr bewusst gewählt ist oder einfach implizit passiert, aber das hat jeder Mensch. Das ist sehr universell. Und was eben dann auch sehr bezeichnend ist für uns Menschen, jeder hat das Gefühl, dass die Antworten, die er gefunden hat, sind die besten. Sonst wäre ja blöd, wenn nicht andere Antworten nehmen, oder? Das macht irgendwie Sinn. Und wieso gibt es denn in der Welt, gerade auch wenn es um Religion geht, so viel Streit, Trennung, Krieg? Ist nicht genau auch wegen dem, weil wir, die das Gefühl haben, ich habe eine Wahrheit entdeckt, uns irgendwie besser fühlen als die anderen. Wir werden jetzt miteinander in einen Predigttext hineingehen aus der Bibel und der steht im 1. Johannesbrief im Kapitel 4. Es sind längere Verse und ich möchte sie uns vorlesen und ihr dürft sie gerne so auf euch wirken lassen. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen wird und er ist tatsächlich schon da. Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Solche Menschen gehören zu dieser Welt. Deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt aus. Und die Welt hört auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns. Und wer nicht zu Gott gehört, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir, ob jemand den Geist der Wahrheit oder den Geist des Irrtums hat. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist das wahre Leben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. In dem Text sind implizit zwei Lösungsvarianten, wo Menschen probieren zu wählen, um mit dem Problem der Religionen klarzukommen, weil sie sehen, dass die nicht funktionieren. Und es ist ein Lösungsansatz drin, der wirklich funktioniert. Und die Lösung hat einen Namen, sie heißt Jesus. Wir werden zuerst die zwei Ansätze anschauen, wo ich zeigen würde, dass sie nicht zielführend sind. Und der erste ist das, was man wirklich definieren. Alle Religionen sind einfach gleichwertig. Viele Wege führen nach Rom. Das ist vor allem also die Überzeugung der Säkularisten, von denen, die sich selber nicht zu einer offiziellen Religion bezeichnen würden, würden sagen, hey, eben, ich brauche Religion nicht.
die tun häufig auch vertreten, dass eigentlich mit der Aufklärung, mit technischem Fortschritt, dass wie so die Evolution ist, wo irgendeine Religion, eigentlich eine Krücke, die uns geholfen hat, erwachsen zu werden als Menschheit, die braucht man dann nicht mehr. Ich würde sagen, mittlerweile ist es ein bisschen naiv, wenn man das wirklich noch dort vertreten, wenn man einfach weltweit schaut, dann ist wirklich das Gegenteil der Fall. Es stimmt vielleicht im nominellen Bereich. Sagen wir, nimmt die Schweizer Staatskirche, da gibt es schon immer mehr Leute, die austreten, weil sie nicht einfach drin bleiben wollen, weil sie es ja gar nicht mehr glauben. Wenn wir aber schauen, wie effektiv aktiv auslebende Gläubige, wie das wächst, dann gibt es weltweit schon einen riesen Boom. Gerade auch, wenn man auf Asien schaut, Korea hat innerhalb von wenigen Jahrzehnten sind da Christen von 0% auf 40 angewachsen. 40%. Afrika dasselbe. Also es passiert weltweit sehr viel. Und wir sehen im Text auch, wieso das der Fall ist. Es heisst ja nämlich im Vers 1, dass wir nicht nur eben die Menschen prüfen, um festzustellen, ob es von Gott ist oder nicht, sondern der Geist, der hinten dran ist. Also wo immer über Religion gelehrt wird, geht es nicht nur um die Menschen, sondern um den Geist, der dahinter ist. Und in dem ist eben auch gerade die Antwort, wieso das Religion, auch in der aufgeklärten Zeit heute, wo man es auch von der Technik her und alles, wir sind nicht mehr im dunklen Mittelalter oder so, wo man das Gefühl hat, wir brauchen das. Aber es gibt eben eine Welt, die ist geistlicher Natur, die ist transzendent, die ist übernatürlich. Und bei allem Verstandesmäßigen will die Welt erfassen, die Realität besteht eben gleich. Und darum wird es auch, solange es Menschen gibt, wird es auch das Religiöse geben, wird es auch das Verlangen nach einem Gott geben, weil das eine Realität ist, die wir eben nicht fassen können, nicht mit unseren Augen sehen können, aber sie ist doch da. Und eben die ganze Aufklärung, die ganzen Säkularisten, sie haben eigentlich die Tendenz zu sagen, wenn wir es schon nicht wegmachen können, das Verbieten hat ja nicht funktioniert, das hat die Geschichte auch gezeigt, dann müssen wir wenigstens sagen, hey, es sind doch einfach alle gleichwertig. Es kommt nicht so darauf an, ob du das oder das glaubst. Und dann eigentlich mit Aufklärung probieren, dorthin zu führen. Und sie sagen schlussendlich, Doktrin, Lehrsätze sind doch nicht so wichtig. Eben, hauptsächlich du darfst etwas glauben. Aber, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn du sagst, Lehrsätze sind nicht wichtig, ist das auch schon wieder ein Lehrsatz. Zum Beispiel glauben Muslime, Juden und Christen, dass es irgendein Gericht gibt vor Gott. Und wenn du jetzt sagst, ja, das glaube ich nicht. Es zählt nur das, was jetzt in dieser Welt passiert. Ist das genauso ein Lehrsatz, wie wenn wir sagen, es gibt einmal ein Gericht? Oder eben die genannten Religionen, die haben alle die Ehe als etwas Spezielles verankert, eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Und wenn du das anders siehst, ist das absolut legitim, aber du kannst nicht irgendwie höher formulieren. Es ist genauso eine Annahme, ein Lehrsatz. Es ist nicht einfach nur dann irgendwie archaisch und engstirnig. Es ist einfach eine Doktrin, die irgendwie das Individuum vom Menschen zum Beispiel viel mehr ins Zentrum setzt, als irgendwie ein Kollektiv. Also, so hat jeder, eben es will oder nicht, hat einen gewissen Lehrsatz, hat Doktrin, eben sie so nennt oder nicht. Und wenn es um Gleichwertigkeit geht, wird ein Beispiel häufig so angeführt. Und es ist das von den blinden Männern, die an einen Elefant ankommen. Und alle beschreiben den. Ihr seht das da eingeblendet. Der erste kommt den Rüssel zu fassen über und sagt, das ist eine Schlange. Der andere hat irgendwie ein Ohr und sagt, das ist glaube ich ein Teppich. Oder der Stosszahn, ja, das muss ein Speer sein. Und irgendwie die Beine sind dann der Baumstamm und der Bauch ein Mauer oder irgendwie ein Seil in der Schwanz hinten dran. Und ja, sie haben alle aus ihrer beschränkten Perspektive haben sie recht, dass sie das so wahrnehmen. Und
die das Beispiel anführen, die sagen eigentlich, es ist genau so, ihr, wo irgendwo eine Religion habt, ihr habt alle Recht. Ihr habt einfach nur einen Teil von der Wahrheit. Ihr seht eben nicht das Ganze. Aber das schießt Vollgas auf die zurück, die das sagen. Weil mit dem müssen sie sich ja erheben und sagen, ich bin dann nicht blind, ich sehe eben den Elefant. Die blinden Männer sehen den alle nicht. Aber die das Argument bringen, die sagen dann genau, ich sehe den Elefant. Checkt ihr das? Funktioniert auch nicht. Also, wenn man nur sagt, hey, ihr habt halt alle nur einen Teil von der Wahrheit, das Ganze sieht so aus, das funktioniert auch nicht. Ein zweiter Ansatz ist, dass man Religion zur Privatsache erklärt. Und das dunkelt mir noch viel gefährlicher, auch für uns, wo wir glauben, dass wir uns dem sogar noch probieren hinzugehen und sagen, ja, es ist, glaube ich, wirklich etwas Privates. Da müssen wir uns kurz fragen, was ist eigentlich Religion? Eine klassische Religionsdefinition hat schon drin, eben, es muss noch irgendwie ein übernatürliches Wesen geben und es gibt vielleicht noch heilige Orte oder so, halt eben, wie man es von einer organisierten Religion sich vorstellen kann. Aber ich behaupte jetzt mal, Religion hat gar nichts mit irgendeiner Institution zu tun, sondern man muss es eigentlich viel breiter definieren. Wenn wir nochmal an die Rutschbahn denken, Religion im eigentlichen Sinn oder im breitesten Sinn ist ein Set von Antworten zu den wichtigsten Fragen im Leben. Ein Set von Antworten zu den wichtigsten Fragen im Leben. Und diese Fragen muss sich jeder Mensch irgendwie zurechtlegen. Er muss Antworten finden, egal wie bewusst oder unbewusst er das macht. Zum Beispiel, woher komme ich? Wo gehe ich mal an? Was ist richtig und falsch? Für was bin ich eigentlich da? Was ist mein Beitrag an die Welt? Was hat wirklich Wert? Für was soll ich mich investieren? Das sind alles Fragen, wo wir uns schlussendlich irgendwie zurechtlegen. Wo der Kurs von unserem Leben bestimmt und wo auch eben das Set in unserem Herzen bestimmt, dass wenn es irgendwo einen Trigger gibt, wo ich dann anrutsche. Und du kannst es überall dort entdecken, wo man sagt, man sollte oder man sollte nicht. Es sind eigentlich genau immer so Antworten hinten dran verborgen. Ob jetzt die deklariert religiös sind oder nicht. Man sollte CO2 sparen. Oder man sollte sich nicht von der Tradition in seiner Verwirklichung einschränken lassen. Ich möchte die Sachen gar nicht werten, aber das sind auch irgendwelche Lehrsätze schlussendlich, wo man sich nachher danach richten. Im Text wird schon auf das bezogen, da von Johannes im Vers 5 redet es davon, von den Standpunkten der Welt. Und von denen gibt es ganz viele so Standpunkte, wo wir uns eben danach richten können. Und versteht mich nicht falsch, es gibt auch Standpunkte der Welt, die sind absolut okay. Eben über Klimaschutz, oder sagen wir so, über CO2 steht definitiv nichts in der Bibel. Es steht höchstens, wir sollen der Schöpfung Sorge tragen. Dass das heute heissen kann, dass wir auf unseren CO2-Verbrauch schauen, kann eine sehr legitime Anwendung sein, ist auch ein Standpunkt der Welt. Aber wir müssen sicher vorsichtig reflektieren. Und dann gibt es auch Sachen wie, sagen wir mal, Selbstverwirklichung. Hey, schlussendlich geht es darum, dass ich mein Leben leben kann. Das ist ein Lebenskonzept, wo du schlussendlich nicht mehr kannst beweisen, als du auch ein Lebenskonzept auf der Bibel basierend kannst beweisen. Oder auch ein Lebensprinzip so nach Autonomie. Hauptsächlich, ich lasse mich von nichts einschränken und ich kann das leben, was ich möchte. Ja, ist auch ein Lebenskonzept. Und auch das kannst du nicht mehr beweisen, dass das jetzt das Richtige wäre oder besser wäre, als das, was die Bibel lehrt. Es ist höchstens vielleicht in der heutigen Zeit verbreiteter. Und so merkt man eigentlich, wenn wir Religion so ein bisschen breiter definieren, geht es viel mehr auch um unsere Weltanschauung. Und du kannst Religion und Weltanschauung nicht voneinander trennen.
Und darum, in jeder Diskussion, auch in jeder politischen Diskussion, wird immer auch unsere Weltanschauung irgendwo eine Rolle spielen. Und darum, auch wenn es um, sagen wir, die Abstimmungen von heute geht, kannst du mal durchgehen. Es wird eine Rolle spielen, wie du die Welt siehst. Du kannst es nicht einfach die heilen und sagen, jetzt tun irgendwie nur pragmatisch, objektiv entscheiden. Das geht gar nicht. Dann müssen wir irgendwie uns können die heilen. Und ich habe schon gesagt, und das möchte ich gerne wiederholen, schlussendlich sind wir überzeugt von dem, wie wir denken. Und sonst ist es daran, wir merken, irgendwo, es stimmt etwas nicht, dass wir das auch ganz bewusst anfangen zu hinterfragen. Wenn wir aber überzeugt sind, eben, dann können wir schnell in die Falle kommen, dass wir irgendwo stolz werden, überheblich, das Gefühl haben, wir haben die Wahrheit und die anderen nicht. Und das kann zu Lieblosigkeit führen, das kann zu Verurteilung führen und eben schlussendlich sehen wir es weltweit, wie Krieg daraus entsteht, wie Streit, Trennung, all das kann daraus entstehen. Ich glaube aber, ich kann auch zeigen, schlussendlich hat jeder Mensch, so wie er glaubt, etwas Exklusives an sich. Das heisst, die Lösung von dem Problem finden wir nicht dort drin, dass wir die Exklusivität auflösen, sondern wir müssen eigentlich schauen, welche Religion, die auch exklusiv glaubt, führt schlussendlich dorthin, dass man Frieden findet, dass Liebe in die Welt kommen kann. Nicht, wie können wir die Exklusivität beseitigen. Weil die hat jede Religion. Und eben, du kannst auch sagen, ich glaube, dass alle Religionen richtig sind. Das ist auch exklusiv, weil dann darf niemand mehr sagen, ich habe die einzige Wahrheit. Macht das Sinn? So schnell schauen wir auf andere runter. Da ist mir auch so ein Beispiel in den Sinn gekommen, gerade auch nochmal aus meiner Schulzeit. Ich habe dort mal einen Liebesbrief bekommen. Und für mich war damals schon klar, ich möchte nur eine Beziehung eingehen mit jemandem, der den gleichen Glauben hat wie ich. Ich habe damals schon an Jesus geglaubt und bin aber sonst sicher in vielen Bereichen noch sehr unreif gewesen und auch irgendwie nicht sehr liebend gegenüber meinen Mitmenschen. Schlussendlich ist es auf jeden Fall so gelaufen, die Frau, oder das war eher noch ein Mädchen, hat nie eine Antwort bekommen von mir, aber die ganze Klasse hat es erfahren, dass sie den Brief gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, das war natürlich sehr verletzend gewesen. So hat sie sich die Antwort natürlich nicht vorgestellt von mir. Und man kann auch sagen, ein Stück weit, ich habe das auch aus meiner erhobenen moralischen Position gemacht. Ich wusste, eben, das kann eh nichts werden. Ich bin gerade runtergerutscht, dass das eh nichts sein kann. Und dann habe ich nicht mal gewusst, wie ich damit umgehen. Und vielleicht können wir dir selber auch so Beispiele im Sinn aus deinem Leben, wo es dir genau gleich gegangen ist. Du hast zwar vielleicht moralisch, hast du vielleicht richtig gehandelt, aber schlussendlich eigentlich aus einer erhobenen Position und hast irgendwo einen Verlurschaden hinterlassen. Und trotz allem, auch wenn es schief gehen kann, auch mit unserem Glauben an Jesus, er ist die Lösung. Durch Jesus gibt es Erlösung. Weil der christliche Glaube fördert in seiner Exklusivität Nächstenliebe, wie das keine andere Religion tut. Ja, im Text, an dem wir heute gelesen haben, kommt der Exklusivitätsanspruch sehr deutlich zum Vorschein. Also entweder hat man den Geist von Gott oder man gehört nicht zu Gott. Ist sehr deutlich. Aber es kommt auch sehr deutlich zum Ausdruck die Liebe von Gott und dass wir sollen die Liebe leben. Und da nur schon im Vers 2 heißt: Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und ich meine, wer sagt schon zur Liebe nein? Ich glaube, da würden wir uns noch mit sehr vielen Menschen können auf einem gemeinsamen Grund auch finden. Hey, Liebe ist doch die Antwort für die Welt. Das heisst dann aber auch, wer wirklich liebt, muss von Gott geboren sein, muss Gott kennen.
Und das werden wir miteinander anschauen in diesen Vers, wie dass wir da hin kommen können. Woher dass die Erlösung kommt, wohin uns die Erlösung bringt und wie wir sie erleben können. Die Herkunft dieser Erlösung ist bei Gott, weil Gott hat seinen Sohn gesandt. In den Versen 9 und 10 sehen wir das. Gott hat ihn gesandt. Er hat nicht Jesus kreiert. Jesus ist einfach Mensch geworden, hat schon vorne existiert, ist schon Gott gewesen. Und was aber sehr speziell ist, darum, das Christentum setzt sich in dem Sinne auch ab. Es hat nicht einen menschlichen Gründer, sondern es hat Gott selber als Gründer. Und die Absicht von dieser Erlösung ist, dass wir ewiges Leben finden dürfen. Ein Leben, das über unsere Existenz auf dieser Erde geht, dass wir in Ewigkeit bei Gott sein dürfen, mit ihm zusammen sein, dass da die schönste Zeit noch auf uns zukommt, wo keine Not und kein Leid ist. Aber die Erlösung hat schon Auswirkungen in die Weltzeit hinein. Und darum ist es auch so wichtig, dass Jesus, und das haben wir am Anfang gelesen, da im Vers 2, eben Jesus ist als Mensch in die Welt gekommen. Was bedeutet das für uns? Er kann mit uns empfinden, was es heisst, Mensch zu sein. Er hat alles durchgemacht, wo wir die Menschenrasse, was wir so durchmachen müssen. Er kann mit uns empfinden. Und er ist aber gekommen, um die Welt zu erlösen. Und wir sehen es schon im Leben von Jesus, er ist gekommen, um den Menschen zu helfen, auch in dieser Welt. Er hat Menschen geheilt, er hat zerbrochene Herzen wiederhergestellt, er hat Menschen, die irgendwo in Gebundenheiten waren, er hat sie in die Freiheit geführt, er hat sich den Menschen angenommen, die verachtet waren, er hat sich den Menschen angenommen, die in der Gesellschaft keinen Rang hatten, keinen Status hatten, er hat ihnen Liebe gezeigt, er hat auch sein Umfeld, die Welt, zu einem besseren Ort gemacht. Er ist nicht nur gekommen, um uns eben aus unserem Fleisch, aus unserem Körper zu befreien, sondern auch, dass wir in dieser Welt einen besseren Ort finden. Und Jesus hat das gemacht, er tut es noch heute und er braucht auch die Menschen, die ihm nachfolgen, das zu machen. Und haben wir alle, die an Jesus glauben, lassen uns wirklich Zürich, lassen uns den Ort, wo wir leben, zu einem besseren Ort machen, weil wir etwas vom Himmel können auf die Erde herunterbringen können. Und die Methode der Erlösung war, dass Jesus an deiner und meiner Stelle ans Kreuz gegangen ist. Dass er alles Schlechte, alle Vorurteile, die wir schon hatten über Menschen, alle Verurteilungen, die wir schon gemacht haben, also wenn Menschen Schlechtes angetan haben, alles Sündhafte, alle Schuld, hat er auf sich genommen. Hat die Strafe getragen, die uns hätte müssen treffen. Und jetzt kommt ganz ein wichtiger Unterschied. Man wird nicht Christ durchs Befolgen von Wahrheiten. Man wird Christ, indem man das Geschenk annimmt. Und für das Geschenk kannst du nichts machen. Darum gibt es auch keinen Grund, um irgendwie stolz zu sein und sich über andere zu erheben. Ganz im Gegenteil, wir wollen Menschen so lieben, wie Gott sie liebt. Auch in ihrer ganzen Fehlerhaftigkeit. So ist ein biblisches Menschenbild. Sieht, hey, jeder Mensch, egal was für eine schräge Auffassung er noch möchte haben, egal was für ein schräges Leben er vielleicht noch mal führen, aus unserer Sicht, er ist von Gott geliebt. Aber er braucht Erlösung und das ist nur ein Geschenk. Das können wir nur annehmen, wir können es uns nicht verdienen. Und das macht uns demütig. Und ich muss selber sagen, durch das Leben mit Jesus ist mein Herz so auch verändert worden. Ich war damals als Teenager auf jeden Fall sehr lieblos gewesen. Meine Sympathieskala war nicht gerade sehr hoch gewesen. Und ich kann jetzt wirklich sagen, über die Jahre, vielleicht immer noch nicht der am meisten Mitgefühl ausdrücken kann. Ich habe ein anderes Profil bekommen. Aber durch das, dass ich mit Jesus unterwegs war, darf ich gleich sagen, hey, es ist schon auf einem ganz anderen Level, was ich für ein Mitgefühl haben kann, was ich für Liebe für andere kann empfinden.
Und darum, für uns Christen, für dich, wo du jetzt die Botschaft gehört hast, hey, vielleicht ist es dran, dass du deine Rutschbahnen challengen und sagst, hey, wo muss ich wirklich noch mehr Jesus ins Zentrum nehmen und wirklich auch aus einer Position von der Demut handeln und nicht irgendwo aus einer Position von, hey, ich habe Recht, ich habe die Wahrheit. Also glaub noch radikaler. Glaub auch an die Exklusivitäten, die es bringt mit Jesus. Aber er ist gekommen, nicht um zu verurteilen, sondern um Erlösung zu bringen, um Vergebung zu bringen, um Menschen ganz zu machen. Schlussendlich auch, um Frieden zu bringen. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich glaube noch nicht an Jesus, du darfst heute dir ein Herz fassen und sagen, ich möchte Jesus eine Chance geben. Es ist aber auch absolut kein Problem, wenn du sagst, hey, ich brauche noch Zeit, ich muss das verdauen. Die Serie hat auch erst angefangen, du bist ganz herzlich eingeladen, auch die nächste Sonntag noch mit uns verbunden zu sein, dir die weiteren Antworten auch anzuhören. Aber wenn du parat bist und sagst, hey, ich möchte den Jesus haben, ich möchte durch ihn Frieden finden und ich möchte durch ihn auch zu einer Botschaft auf der Liebe werden in unsere Welt hinein, dann darfst du Jesus gerne heute auch in dein Herz einladen. Wir wollen miteinander beten. Jesus, wir danken dir vielmals einfach für deine Liebe. Deine Liebe ist so gewaltig, dass du selber, wo du Gott bist, dir nicht schade bist, Mensch zu werden. Damit du kannst empfinden, wie wir Menschen empfinden. Und dass du schlussendlich aus dieser menschlichen Position auch hast ans Kreuz gehen und hast Erlösung bringen für uns. Und ja, Jesus, wir sind erlösungsbedürftig. Wir können die Welt nicht zu einem guten Ort machen, zu einem friedlichen Ort. Wir können das nur, wenn du wirklich uns erlösest von unserem eigenen Wesen. Jesus, wo wir als Christen auch nicht Frieden gebracht haben, vielleicht auch durch rechthaberisches Getue, durch Rutschbahn mit negativen Verläufen auch Menschen verletzt haben, Schaden angerichtet haben. Danke, dass wir heute umkehren dürfen, dass wir um Vergebung bitten. So wie ich dann irgendwann auch die Frau um Vergebung gebeten habe, für das, was ich ihr damals in der Schule angetan habe. Und danke, dass du vergisst. Danke, dass du unser Herz möchtest verändern. Dass wirklich die Exklusivität, die wir in dir haben dürfen, dass die wirklich mega viel Liebe produzieren, die einfach unser Umfeld verändert. Jesus, ich möchte jetzt aber auch für die Menschen beten, die dich noch nicht kennen. Dass sie sich ein Herz fassen und einen Schritt auf dich zuzumachen. Damit sie die Liebe von dir erfahren. Und dass sie vielleicht auch gerade mit Situationen, wo sie am Herz konfrontiert sind, wo vielleicht auch Schuld genagen, dass sie frei werden von dem, weil du gekommen bist, um uns zu vergeben und uns heil zu machen. Wenn du heute da bist und sagst, ich möchte das, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, du darfst jetzt gerne einfach im Glauben mit mir mitbeten. Jesus, ich habe nicht gemerkt, dass ich dich brauche. Danke, Jesus, dass du auch für mich auf die Welt gekommen bist. Und dass du auch meine Schuld getragen hast am Kreuz. Ich möchte die Vergebung von dir annehmen. Ich möchte das Geschenk in Anspruch nehmen. Danke, Jesus, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich Frieden haben mit Gott. Danke, dass ich mich geliebt wissen von dir und dass ich zu einem Botschafter werden von deiner Liebe. Amen. Vielen Dank, bist du dabei gewesen.
Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.